Hallo zusammen, du hast Crown Cletus oder Chris. Hoffe es geht noch gut, hoffentlich alles ohne... Das ist schon mal ein schöner Start gewesen, ja. Den versuchen wir nachher noch gerade mal. Hallo zusammen, du hast Crown Cletus oder Chris. Hoffe es geht noch gut und alles in Ordnung. Ich habe noch hier das Diablo 3 PS3 Update Nummer 3, hier Triples richtig. Und zwar bin ich jetzt mittlerweile im Inferno angekommen. Bin jetzt, glaube ich, Level 60, Paragon 3 oder so. Ja. Auch mal Level 60, das ist eigentlich das Wichtige. Und ich habe jetzt noch nicht auf eine Wirbelwimperbar umgeskillt und die Ausrüstung gewechselt. Ich spiele immer noch mit dem Setup, das ich bisher gespielt habe. Und währenddem, dass es hier noch ein bisschen lädt und jetzt endlich im Game ist, möchte ich euch noch kurz ein paar Tipps geben. Und zwar ganz einfach für die, die es nicht so können. Unter Optionen und Gameplay gibt es den Wahlmodus und den hat man auf dem PC auch schon explizit müssen aktivieren, so auch auf der Konsole. Und der Wahlmodus ist wie unten erklärt etwas ganz Wichtiges, das heisst, ihr könnt Skills so bei euch herklatschen, wie ihr wollt und seid nicht darauf angewiesen, dass ihr aus jeder Skill-Klasse nur einen könnt auswählen könnt. Also wirklich ganz wichtig. Allgemein würde ich empfehlen, hier alles zu aktivieren, außer vielleicht Spieler nehmen und Gegenstände automatisch anlegen, kann ich auch nicht so gerne. Mit der schlauen Minikarte im Coop kann ich noch mal sagen, um was es hier geht. Habe ich noch nie ausprobiert, aber der Rest ist eigentlich noch gut, weil es ist auch noch wichtig, die Nummerchen zu sehen. Da hat man immer ein direktes Feedback, wie viel Schaden macht man, wie viel wird man geheilt und so weiter und so fort. Also das ist eigentlich noch ein wichtiger. Und jetzt muss ich hier noch einmal raus. Kleiner Verhänger, eigentlich hätte ich das schon vorher zeigen können, weil das wäre dann noch der zweite und der letzte Tipp. Lass mich schnell einen Schluck trinken. Genau. Also hier bei Quest-Auswahl ist es so, dass man jederzeit wechseln kann. Hier der Modus, wie sie das nennen. Ich spiele natürlich auf Inferno, weil es hier jetzt am meisten geiles Zeug gibt. Dann kann man hier den Akt auswählen. Ist ja alles bekannt. Hier dann der Quest selber. Und jetzt wird es interessant. Hier bei Schwierigkeitsgrad gibt es ja einfach, normal und schwer und dann kommt Meister 1 bis 5. Und normal bis schwer sind eigentlich so die normalen Schwierigkeitsgrade. Bei Meister gibt es dann noch zusätzliche Gegnergruppen auf Inferno. Es gibt mehr Magie, Gold und Erfahrungsbonus. Und je höher das geht, umso mehr Gold, Magie und Erfahrungsbonus bekommen. Also wenn man dann auf Meister 5 kann spielen kann, ist das absolut zu empfehlen, weil der rockt es dann richtig. Ich glaube, der hat 250% Bonuserfahrungen. Oder auch mal mit der Ausrüstung, die ich jetzt habe. Irgend so etwas. Auf jeden Fall schon noch gut. Aber wenn ihr noch nicht so gut ausgerüstet seid und noch nicht auf Inferno seid, lohnt sich das hier eigentlich nur eingeschränkt. Wobei es gibt mehr Erfahrungspunkte, was natürlich immer etwas Gutes ist. Aber wenn man dann one-hitted wird, ständig, bringt es auch nichts. Was ich sagen will, ob der einfach, normal oder schwer wählt, spielt absolut keine Rolle. Und weil ich jetzt den grössten Teil allein durchgezogen bin, habe ich auf einfach umgeschaltet, weil ich am Anfang auf normal gespielt, weil ich das noch nicht ganz geschnallt habe, was das effektiv bedeutet. Aber ich habe mich ein bisschen informiert und auch von den Werten im Spiel habe ich es verglichen. Und es ist so, dass man auf einfach oder schwer, es hat nicht mehr Gegner, es gibt nicht mehr Erfahrungspunkte, nicht mehr Gold, nicht mehr Magiefund, es gibt nichts mehr, außer dass die Gegner einfach ein bisschen mehr Leben haben. Oder recht mehr leben und auch einiges mehr austeilen. Und rein von dem her bringt es euch nichts, wie in anderen Games das Zeug auf schwer durchzuspielen, dass ihr vielleicht noch etwas frei schaltet. Weil ihr schaltet auch auf einfach alles frei und schlussendlich geht es eigentlich darum, so schnell wie möglich auf Inferno anzukommen, um dann im Akt 1 zu farmen und dort gibt es dann die geilen Gegenstände. Und dann kann man dann schon steigen mit dem Schwierigkeitsgrad. Weil das ist noch lustig, ich finde am Anfang ist das Game so schwer wie nie mehr. Weil mein Charakter ist jetzt eigentlich fast konstant ziemlich mit gutem Equipment ausgerüstet gewesen, das sehen wir dann auch noch. Also, zweiter Tipp, spielt auf einfach. Ihr gebt euch keine Blöße, weil anders als bei anderen Games wird es so sein, dass ihr dann bei Meister anfüllt, um noch besseres Loot zu bekommen, wenn ihr eben ein bisschen Loot Runs machen wollt. Also, jetzt gehe ich noch einmal zurück ins Spiel. Und ihr habt es vielleicht schon gesehen, mein Charakter ist hier farblich interessant gestaltet. Das ist nicht etwa so, dass ich das selber gewählt habe. Es ist eher so, dass ich wirklich viele legendäre Gegenstände finde. Es ist effektiv so, gewisse Durchstrecken gibt es, wo man ein paar Stunden kennenfindet. Aber dann rattert es wieder und zum Teil auch gerade zwei miteinander. Also, um euch jetzt noch ein kleines Update zu geben bezüglich meinem Barbar Bam Bam.
Ja, weiss nicht, ob es alle interessiert, aber so rein von den Daten, die ich durchgebe, könnte vielleicht auch noch der eine oder andere, der eine andere Klasse spielt, etwas dazu lernen. Als Einhandwaffe, und ich brauche eben einen Axt oder einen Streitkolben, habe ich die schauende Wut. Das ist eigentlich eine der besten Einhandwaffen für einen Barbar. Hat sicher noch nicht die besten Werte, weil ich sie erst gefunden habe, aber sie ist wirklich also hure gut. Auf dem PC zahlst du im Auktionshaus Angst viel für die. Und ihr seht sie ja, sie teilt unglaublich aus, macht noch zusätzliche kritische Treffer. Schaden. Und das Einzige, was hier scheiße ist, die 12,6% Chance pro Treffer beim Gegner Furcht auszulösen. Dann laufen sie dann weg und als Barbar wollte ich eigentlich, dass Gegner bei mir sind, weil ich nicht Distanzangriffe kann und will machen. Jetzt ist es aber gleichzeitig so, dass ich ja Gegner betäuben mit meinen Skills und so, und darum haltet sich das in Grenzen. Ziehen wir weiter zu den Gladiatoren, Panzerhändchen. Ja, es ist logisch, dass ich immer auf Stärke setze. Die habt jetzt auch schon hier gesehen bei Schallender Wut. Und auch hier habe ich natürlich auf Stärke gesetzt. Ich habe aber hier auch noch 12% Leben, zusätzliche Rüstung, 330 Leben pro Treffer, was noch easy kann sein, weil so kann ich momentan noch in einer Menge reinstehen und einfach auf die Gegner draufschlagen und sie bringen mich fast nicht runter. 11% kritische Trefferchance, absolut genial, weil das ist ein sehr hoher Wert. Und dann noch die Dauer von Kontrollverlusteffekten um 20% reduziert, ist auch noch hilfreich. Da ist man einfach 5 weniger betäubt, eingefroren, was auch immer. Aber das war eher nebensächlich. Ja. Also jetzt habe ich hier bei den Schultern noch nicht wirklich etwas gefunden, wo ich mich darauf gefestigt habe. Darum wechsle ich immer, wenn ich wieder einen guten Gegenstand bekomme. Auch wieder auf die Stärke gesetzt. Jetzt im Inferno ist es so wichtig, dass man 74 Widerstand gegen alle Schadensarten, habe ich jetzt hier drauf, dass man eben Widerstand gegen alle Schadensarten hat, weil, ja, du musst schnell schauen, ich bin jetzt in Akt 2 und habe eigentlich relativ wenig jetzt mit euch, seht ihr hier eigentlich nur so um die 200 und ich weiss noch ganz am Anfang auf dem PC, bevor dass es der Schwierigkeitsgrad ist angepasst wurde, habe ich hier etwa 500-600 gebraucht, um durchzukommen. Ich habe hier noch ein bisschen Leben pro Sekunde drauf, das ist nicht so wahnsinnig. Jetzt hier Tiro als Macht, ganz geiler Brustpanzer, wirklich super. Hat leider keinen Sockel, das ist eigentlich ein bisschen schade, aber er hat auch sehr viel Stärke, hat wieder sehr viel Widerstand gegen alle Schadensarten, hat noch Zusatzschaden gegen Dämonen, was schon noch helfen kann, je nachdem im 4. Akt hat sehr viel von denen, hat auch wieder sehr viel Prozent Leben dazu und jetzt kommt wirklich das Top-Feature, 13% Bewegungsgeschwindigkeit und es gibt eben, wie gesagt, selten, dass es nebst den Schuhen auf Equipment Bewegungsgeschwindigkeit drauf hat. Und so kann ich jetzt mit den Schuhen, die 12% haben und Bewegungsgeschwindigkeit hier mit 13 auf die 4 als Macht, gibt dann die 25 Bewegungsgeschwindigkeit, die man als Maximum kann haben, ohne die Buffs, die Dinger, die man aber aktivieren kann, die Pfosten, die rumstehen. So habe ich auch schon 50 Mal gehabt. Aber eben 25% schnell rumziehen, ist einiges. Also das ist ein schöner. Macht noch 4% mehr Schaden gegen Elite-Gegner, was hilfreich ist. Jetzt hier beim Helm bin ich genau gleich wie bei der Schulter, ein bisschen am Wechseln. Aber wichtig ist bei mir, dass ich einen Sockel im Helm habe, weil da kann ich den Stein reinklatschen, wo mir mehr Erfahrungspunkte gibt, der Rubin. Ihr seht ja jetzt hier die plus 25, die man am Anfang mit dem infernalen Helm bekommt, auch schon mit dem erreicht. Habe wieder eine erhöhte kritische Trefferchance, ein bisschen mehr Leben, ein bisschen mehr Stärke, wir können es. Hier habe ich eigentlich auch wieder etwas Ähnliches. Hier habe ich leider auch noch ein bisschen Intelligenz drin, was nicht nötig wäre, aber ja, wieso nicht. Ich habe erhöhten kritischen Trefferschaden, Leben, Stärke auch wieder einiges, genau das gleiche, hier auch wieder Stärke, wieder erhöhte kritische Treffer, Chance das mal und dann wieder ein bisschen Leben pro Sekunde, Gold von den Monster. Ja, ist voll okay, wieder hier meine Primärstats, langsam ist klar, Stärke und weit. Erhöhte Blockchancen und plus 9% kritische Trefferchance ist auch schon sehr schön. Jetzt, Genau, Leorix Ring für mehr Erfahrung. Dann haben wir hier den Flechtring und der ist auch unglaublich genial, weil er hat einerseits sehr gute Stats mit fast 230 Stärke. Moment schnell. Hier reden wir hier meinen Mund wund. Dann halt das Leben wegen der Heiltränke, Heilkugeln, Samu-Radius ist alles nicht so wahnsinnig. Aber jetzt kommt der 4. Punkt. Dieser Ring ruft gelegentlich einen Schatzgoblin herbei, wenn ihr getroffen werdet. Und zieht euch das rein, ein Schatzgoblin. Ich habe gar nicht gewusst, dass es so einen Ring gibt. Und ich sage euch, es gibt so Mengen Kampf. Das letzte Mal gegen
Belial, wo einfach plötzlich ein Schatzgoblin auftaucht. Etwas gibt es eh nicht, dort wird nie einer auftauchen. Und ich habe jetzt ein bisschen versucht, darauf zu schauen, aber es ist schwierig zu wissen, wo er herkommt, der Schatzgoblin. Aber ich denke, von denen 5, 6, die ich jetzt schon gespawnt habe wegen diesem Ring, habe ich bei 2 legendären Gegenständen dabei gehabt. Und ich würde sagen, das lohnt sich absolut. Also der Flechtring, nur schon wegen dem Schatzgoblin, den er herbeirufen kann, finde ich ihn momentan unglaublich genial. Er wird dann sicher ausgewechselt gegen etwas Besseres, wenn ich dann auch irgendwie eben Meister 5 farmen oder so. Aber momentan voll der Bringer. Mit der Schüli, Stärke, Vita ist klar, Leben pro Sekunde, 12% Bewegungsgeschwindigkeit. Die Hosen sind geil, die Pockenpantalons. Und zwar ist das dass die auch ein bisschen müffeln, oder anders gesagt, man lässt schön einen fahren, da gibt es so eine grüne Giftwolke, die Gegner ein bisschen Schaden machen. Ist noch lustig. 2 Sockel, was super ist, wieder Stärke dabei, ein bisschen Leben pro Sekunde. Aber die sind eigentlich nicht unbedingt so angepasst jetzt für Inferno, wo ich dran bin. Also sehr relativ schlechte Stats, sonst würde ich sagen, sehr teures Zeug, aber lohnen sich auch gerne noch. Und ich habe noch nichts Besseres gefunden. Beim Gurt ist es auch so, dass ich eigentlich immer wieder etwas Besseres finde. Das letzte Mal habe ich sogar einen Set-Gurt noch gefunden. Hier auch wieder auf Stärke, wieder zusätzliche Rüstung, Leben pro Sekunde, Magie fand ich auch immer einen schönen. Minus 4% Schaden durch Distanzangriffe ist natürlich auch super. Dann von den Elite-Gegnern das noch einmal gesenkt. Also wirklich ziemlich gut ausgerüstet. Ihr seht 84'000 normale Schaden anbufft. Rüstung von 7, 4 fast. Und das Leben ist eher tief mit 27k, aber das längt gäbig. Und jetzt kommt das Geile, nur schnell ein Blick auf die Stats. Wir schauen uns nicht alle an, aber das Coole ist, man, kritische Trefferchance bin jetzt auf 52%. Das heisst, jeder zweite Schlag ist potenziell ein Crit und ich habe jetzt 218 Crit-Schaden, was sicher noch ein bisschen tief ist. Aber das kommt gut. Sobald dass ihr schallende Wut oder so einen Himmelsbrecher oder Skysplitter heisst er auf Englisch finden mit einem Sockel, werde ich sicher wechseln. Dann hier eine Bonuserfahrung mit 51% ist sicher auch noch okay. Und jetzt, weil ich Level 60 bin, kann ich ja auch den Nephalem-Bonus noch dazu machen. Also das läuft gut. Zum Schluss noch schnell die es bis jetzt noch durchhalten mögen. Kurzer Blick in meine Schatz- oder Beutetruhe. Ihr seht, ich habe hier schon wirklich einige legendäre gefunden. Und vor allem hier unten, wo ist das hier? Schwur von Caldeum habe ich glaube ich 5-mal mittlerweile. In jensten Ausführungen und dann noch ihre ultra hart mit 1600 Schaden. Aber ist sonst nicht so der Wahnsinn. Gut, hat immerhin 600 Stärke noch dazu. ja, dürnig. Aber bin momentan lieber mit Schild und eine Hand unterwegs. Aber ja, zwischendurch 2 Hände ist schon schön. Das Wildholz habe ich auch 3-mal. Und da habe ich noch einen irgendwie. Hat auch noch gute Stats für einen Gelen. Hier bei den Händchen Leorix Panzerhandschuhe, weil ich mit 2 Charakteren angefangen habe. Ich habe schon 2 drin. Magierfaust habe ich auch 2-mal. Hier, naja, hat es nicht viel gegeben. Bei Brust auch nicht unbedingt. Auf Gold halt möchte ich schnell noch hinweisen. Da ist auch immer gäbig. Die Stats sind zwar nicht so gut, aber die gibt plus 100% Gold vom Monster. Also wenn man Gold farmen ist die perfekt. Dann hier bei den Helmen. Die Crown Helm, Leorix Krone, die wäre noch besser als mein jetziger. Ich frage mich gerade, wieso dass ich die nicht anhabe. Weil sie keine Socken hat. Genau. Also. Und jetzt ist es so. Die, ich glaube, über die Xbox-Version ist auch dabei gewesen, der Infernalhelm. Und die vielleicht bis Level 20 oder so den nicht dran haben, verlieren einiges an Bonuserfahrung. Weil man kann bis Level 20, wenn ich mich nicht täusche, oder vielleicht bis 15 halt, bis zum Skeleton King, ich bin nicht mehr sicher, wie lange ich ihn AK habe, kann man den gut tragen, weil die anderen Gegenstände sind genug stark, um den Charakter eigentlich über Wasser zu halten, um es so zu sagen. Und von dem her, der Infernalhelm am Anfang bringt es extrem, unbedingt anlegen. Da habe ich einige Kettchen für ein Haus gefunden. Handgelenk ist nur eine. Dann hier die Waffe wieder Ringe, habe ich auch einige gefunden. Schüeli Nummer 2, zweimal die gleichen, die Lautsocken. Und dann hier die Pantalons, halt, ja, die Furzer, die deutlich schlechter sind als meine jetzigen. Und hier seht ihr noch einmal Gürtel und hier eben auch der Set-Gürtel. Und das funktioniert ja so für die es nicht können. Unten dran, unter dem grün geschriebenen Namen Legende des unsterblichen Königs, sieht man die verschiedenen Set-Teile und dann sieht man die Set-Bonus auch noch. Also das ist schon noch gut, wenn man sie da findet und kann kombinieren. Das Game macht mir unglaublich viel Spass. Ich finde, es ist
super, ohne das Auktionshaus, wo irgendeinem viel zu viel Zeit dort eigentlich kostet, wenn man gängli möchte up-to-date sein mit seinen Ausrüstungsgegenständen, wollte ich sagen, genau. Und von dem her, klar kann man auf dem PC auch selber das Zeug finden, aber bis zum Patch, der jetzt kommt, wo das Loot-System auch ähnlich macht wie auf der Konsole, ist es eben schon ultra mühsam gewesen. Und hier wird man wirklich gut belohnt, sinnvoll belohnt. Die Konsolenversion von Diablo 3 ist genau die eigentlich rauskommen auf dem PC vor 1,5 Jahren. Und bis jetzt GTA rauskommt, bin ich da sicher noch recht am Suchten. Ja, es war jetzt einiges an Zeit gewesen, einiges getextet worden. Für die das Diablo nicht interessiert, ist es natürlich komplett für den Arsch gewesen. Aber den paar wenigen, die es interessiert, habe ich hoffentlich helfen können. Macht's gut, viel Spass noch und tschüss zusammen.